ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid bei Detlef Dresden, euren Ukulele Duke. Die Ukulele ist gekauft, das Zubehör ist da, die Ukulele ist gestimmt. Jetzt geht es dran, die ersten richtigen Töne zu spielen. Wir haben zwei Hände, links und rechts. Womit fangen wir an? Ich würde sagen mit rechts für die Rechtshänder. Die Linkshänder müssen entsprechend immer ein bisschen umdenken, aber das sind sie ja von klein auf gewöhnt. Also, rechte Hand fängt an. Wir halten hier oben so ein bisschen mit der linken Hand gegen, damit uns die Ukulele nicht runterfällt. Rechts haben wir sie, wenn wir stehen, eingeklemmt. Wenn wir sitzen, liegt sie auf dem rechten Oberschenkel. Dann haben wir sie richtig schön gut. Senkrecht sollte sie liegen, also nicht so, dass man schön gucken kann. So kann man zwar schön gucken, ob man richtig gegriffen hat, aber währenddessen verbiegt man sich die Finger und alles verkrampft und auf Dauer ist das nicht gesund. Also von Anfang an angewöhnen, die Ukulele senkrecht zu halten. Dann kann man ab und zu ein bisschen rüberlinsen, ja, aber es lohnt sich wirklich. Man hat ein Gefühl dafür und bleibt entspannt. So, wir fangen an. Wir wissen ja noch, wie die Saiten heißen. G, C, E und A. Große Clowns essen alles. Wir gewöhnen uns jetzt am Anfang mal an. Es gibt nachher immer Ausnahmen und so weiter. Aber am Anfang ist das Grundmuster, wir zupfen die G-Seite mit dem Daumen, die C-Seite mit dem Zeigefinger, die E-Seite mit dem Mittelfinger und die A-Seite mit dem Ringfinger. Ja, man merkt schon, es ist komplex, das ganze Geschehen. Ja, es handelt sich um 4 Saiten mit unterschiedlichen Namen und es handelt sich um einen Daumen und 3 Finger. Der kleine, der hat erstmal nichts zu tun. Die Finger können wir auch nennen 1, 2, 3. Das macht es nicht unbedingt viel leichter, aber vielleicht dem einen oder anderen doch. Ansonsten darf ich vorstellen, das ist euer Zeigefinger, das hier ist euer Mittelfinger, das ist euer Ringfinger. Klingt jetzt ein bisschen albern, aber wenn ihr wirklich Anfänger auf der Ukulele seid, wird es euch passieren, dass ihr immer mal wieder verwechselt, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und Zeigefinger. Welcher war denn nun eigentlich welcher? Also, von oben nach unten, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Und jetzt können wir mal diese schönen Töne, die wir gerade schon mal gehört haben, mal anzupfen. Wir fangen an mit dem Daumen auf der G-Seite. Klingt doch, oder? Macht ihr genauso ganz oft. Jetzt macht ihr weiter mit dem Zeigefinger auf der dickeren C-Seite. Jetzt kommt der Ringfinger dran, der es zur Berühmtheit gebracht hat in den letzten Jahren. Ja, egal, wir brauchen ihn und er macht schöne Musik auf der E-Seite. Und der Ringfinger, obwohl er bei vielen Leuten gar keinen Ring mehr trägt, bei mir auch nicht, der Ring liegt in der Schublade, da wo er sicher ist. Der Ringfinger auf der A-Seite. Wie gesagt, den kleinen, den brauchen wir nicht. Die großen sind groß, die schaffen das alleine. So, jetzt kann man damit schon mal verschiedene Tonfolgen spielen. Zum Beispiel immer 4-mal jeden nacheinander. Daumen 2, 3, 4. Zeigefinger 2, 3, 4. Mittelfinger 2, 3, 4. Ringfinger 2, 3, 4. Das könnt ihr üben. Jeder für sich zu Hause. Dafür braucht ihr jetzt kein Video, das kriegt ihr so hin. Man kann dann auch ein bisschen den Anspruch verschärfen, indem man sagt, immer 2-mal spielen. Daumen 2, Zeigefinger
Zeigefinger 2, Mittelfinger 2, Ringfinger 2, Daumen 2, Mittelfinger, Ringfinger. Jetzt komme ich selber schon durch den Tüdel. Also Daumen 2, Zeigefinger 2, Mittelfinger 2, Ringfinger 2. Und dann drehen wir die Schraube noch ein bisschen fester. Wieder nur einmal. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger. Ihr habt gemerkt, der Daumen drückt von oben nach unten. Die Finger zupfen von unten nach oben. Genau. Nun gibt es noch eine Variante, zum Beispiel Daumen, Zeigefinger und die anderen beiden gleichzeitig. Zeigefinger, beide. Daumen, Zeigefinger, beide. Daumen, beide. Ja, und wenn wir das schon gehabt haben, dann können wir doch gleich Daumen und die 3 Finger gleichzeitig machen. Langsamer anfangen und dann schneller werden mit der Zeit, mit der Übung. Ja, damit habt ihr dann die rechte Hand und irgendwann fangt ihr dann auch mal an zu schlagen, aber das kommt später. Tschüss, euer Duke Detlef Driesen.